Hazel Brugger, der Comedy-Star mit dem Pokerface. Eine Meisterin des finsteren Humors. Ihre Geschichten spannen sich von der Geburt bis zum Tod. Wenn man es wirklich runterbricht, ist natürlich Geburt und Tod das Einzige, was absolut relevant ist für jeden. Weil das ist das Einzige, was jeder macht. Sie selbst kommt 1993 in den USA zur Welt. Wächst im Zürcher Unterland auf. Meine Damen und Herren, ja, wir fangen jetzt dann gerade an. Kaum angefangen geht's steil und schnell aufwärts. Als 19-Jährige wird Brugger Schweizer Meisterin im Poetry Slam. Bald folgt ihr erstes abendfüllendes Bühnenprogramm. Dankeschön. Stellen Sie sich mal einen Schweizer Diktator vor. Also wie soll denn das aussehen? Wer soll denn das machen? DJ Bobo oder Roger Federer? Mehr haben wir einfach nicht. Ihr Studium bricht sie vorerst ab. Lieber plant Brugger Auftritte auf Papier. Schreibt unter anderem fürs Magazin Kolumnen, die schließlich in einem Buch erscheinen. Seit ihren Auftritten bei der satirischen Heute-Show avanciert Brugger im deutschsprachigen Raum zur Berühmtheit. Sie wirken extrem gut gelaunt, trotz dieses desaströsen Jahres für die CDU. Ist das Optimismus oder Naivität? Als Reporterin mischt sie sich unter Politiker. Ich bin jetzt keine Frau. Also Sie sagen, Sie sind jetzt keine Frau, Sie waren auch nie eine und werden keine sein, oder ist das offen? Nein, ich war keine, ich bin keine und ich werde auch wahrscheinlich nie eine sein. Brugger räumt ab, was es in ihrer Branche zu gewinnen gibt. Darunter auch den renommierten Salzburger Stiel. Hazel Brugger! Ein beliebter Gast in TV-Satireformaten. Hazel, was möchtest du trinken? Ja, ich nehme Wasser gerne. Wasser? Schön, ja. Du trinkst keinen Alkohol? Ja, nicht mit so vielen alten Männern gleichzeitig. Das ist... So jung, so erfolgreich. Brugger hat gut lachen. Trotz Pokerface. Hallo. 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 Hazel. Nina. Machen wir. Du. Ja, du. Ist gut. Wir machen es drinnen. Ja, okay. Kannst du gerade mal die Bühne anschauen? Du hast mal gesagt, niemand, der normal ist, hat Humor. Humor setzt ein ewiges Gefühl von Unausgleichheit voraus. Was ist denn das für eine Art Humor? Was heisst Humor in dem Fall? Ich glaube, Humor ist dann das, dass man versucht, mit dem umzugehen, wo einen nicht sich gut fühlen lässt. Also ich bin auch jemand, der wirklich sich nicht wohlfühlt in zu grossen Gruppen sozial. Also wenn so eine Party ist, wo mehr als 10 Leute sind, dann fühle ich mich eigentlich gar nicht wohl. Also ich habe dann gerne so maximal 5 Leute, dann kann man glaube ich, noch ein ernstes Gespräch führen und sonst fange ich dann einfach an, nur humoristische Beiträge reinzustreuen, damit ich meinen Beitrag geleistet habe zu diesem Gespräch, aber eigentlich nichts von mir preisgegeben habe. Was musst du preisgeben auf der Bühne, damit es überhaupt klappt, von dir persönlich preisgeben? Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man die Leute zum Lachen bringen, längerfristig mit den Mitteln, die ich habe. Das ist einfach meine Stimme und mein Körper, dass man sich einigermaßen verletzlich macht. Also, dass man zeigt, hey, mir ist wichtig, dass ihr lacht. Wenn ihr nicht lacht, dann nehme ich das persönlich und dann tut es mir auch weh und dann werde ich das auch aushalten. Jetzt danke eine Person, die geklatscht hat. Also, falls das noch mal passieren sollte heute Abend, wenn jemand alleine anfängt zu klatschen, bitte klatschen Sie einfach mit, weil es ist so, mir bricht jedes Mal das Herz so ein bisschen, wenn jemand in einem ausverkauften Haus alleine anfängt zu klatschen. Offensichtlich ist diese Person ja total sozial inkompatibel. Also Hast du denn das als Technik so selber erarbeitet oder gibt es da auch wie Leute, die du in Anspruch nimmst als Coach? Also so einen direkten Coach habe ich nicht. Ich glaube, das gibt es auch in der Schweiz nicht wirklich. Aber ich schaue halt sehr viel Comedy. Ich trete einfach sehr viel auf und dann merkt man ja schon, was funktioniert und was einem liegt. Und dann habe ich schon so 4, 5 Freunde, die mir dann auch ab und zu sagen, hey, mach das mal anders oder das ist schon recht gut. Und es ist dann auch wichtig, dass man offen bleibt für Veränderungen und Vorschläge. Ich bin eigentlich eine wahnsinnig nette Person.
gefangen im Körper von jemandem, der überhaupt nicht nett ist. Also der medizinische Fachausdruck dafür ist transsympathisch. Zu dem Offenbleiben gehört auch das Improvisieren, dann ad hoc. Wie wichtig ist dir das mittlerweile? Sehr wichtig. Also ich merke einfach, dass das etwas ist, was ich mir nie will komplett verbauen. Also ich will nie in etwas gefangen sein, wo ich nicht mich ein bisschen frei kann bewegen. Und auch wenn das nur 2 Minuten sind von 90. Also ich möchte einfach die Möglichkeit haben, irgendetwas zu machen. So wie du jetzt gerade auch. Du improvisierst eigentlich auch, oder? Mega. Gib mir auch Mühe. Hier ist ein Notizbuch. Das sieht jetzt fürs ungeübte Auge so aus, als müsste ich Notizen lesen. Das stimmt natürlich nicht. Ich bin Profi. Hier sind einfach Bilder drin, die mich so ein bisschen beruhigen. Ich bin sonst so eine überdrehte Person und brauche da ab und zu mal eine optische Stütze, die mich relaxt. Das sind jetzt heute Abend hier rasierte Tiere beim Sport. Du bist einerseits in der Schweiz unterwegs, dann zum Beispiel eben in Deutschland. Und ich habe das Gefühl, das ist schon ein ziemlicher Gap teilweise, was die Leute wie verstehen, wo der Humor ist. Empfindest du das so oder überhaupt nicht? Ich empfinde den Gap eigentlich nicht so extrem. Die lachen da. Hey. Nein, also die mich lustig finden, finden mich, glaube ich, auf beiden Sprachen lustig. Weil wir sind ja schon sehr ähnlich sozialisiert. Das tut mir jetzt leid, wenn Sie gehört haben, dass ich aus der Schweiz komme und jetzt sind Sie enttäuscht. Oh, wieso redet sie nicht noch behinderter? Ich habe mir das abtrainiert. Ich habe es mir mühselig abtrainiert. Aber ich weiß natürlich, es gibt diesen Fetisch. Ich will den auch bedienen. Und deswegen begrüße ich Sie ganz kurz auf Schweizerdeutsch, damit wir das abgehakt haben. So. Das war das. Für mich geht in dieser Sendung nur ein extrem lang gehegter Traum in Erfüllung, den du dir letztes Jahr schon hast erfüllen. Ich treffe den Helge Schneider. Wie war es? Super. Er ist ein super Typ. Ein mega lustiger Mensch. Natürlich unendlich gaga irgendwie auf eine Art, aber halt auf die beste Art, die man sich wünschen kann. Ist er denn für dich auch ein berufliches Vorbild? Also der Helge Schneider ist auf jeden Fall ein berufliches Vorbild für mich, aber gar nicht in dem Sinn, dass ich das machen will, was er macht, weil er ist in erster Linie einfach wirklich ein verdammt guter Musiker und das bin ich nicht. Was ich halt sehr schön finde beim Helge Schneider ist, dass er neue Messlatten im deutschsprachigen Raum gelegt hat für das, wo Humor darf und auch nicht muss, weil Humor muss sich, seit es den Helge Schneider gibt, meiner Meinung nach weniger legitimieren. Der Helge ist einfach so gut und so lustig, dass man gar nicht fragt, was ist denn ihre Nachricht an die Welt, wenn sie über das Katzenklo singen. So, niemand würde das fragen. Und in den 60er Jahren war Joggen auch etwas Neues. Und dann hat man immer gefragt, wo rennst du denn her? Und dann hat irgendjemand gesagt, nein, ich renne einfach. Und dann haben sie gesagt, was, du rennst einfach, das ist verdammt gestört. Und mittlerweile rennen die Leute einfach. Ich bin heute im Zug gesessen und habe die 4 Senioren gefragt, kennen Sie Hazel Brugger? Stille. Gut, kennen Sie den Helge Schneider? Nein. Ich glaube nicht, dass es Leute gibt, die mich kennen und den Helge Schneider nicht kennen. Das ist so wie wenn du irgendwie Afri-Cola kennst, aber du hast noch nie von Coca-Cola gehört. Helge ist schon the original.